Aus der Region für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Der Winter ist ihre Zeit. Der Schnee ist ihr Element. Auf der Piste sind sie daheim. Die Helden in Rot, die Skilehrer. Jeder will so fahren wie sie. Bei ihnen haben wir unsere ersten Bögli gelernt und schwärmen heute noch ein bisschen von Skilehrerin. Sie wissen, was schön ist und gehören zu den Skiferien. Von überall her kommen sie auf Grindelwald. Hallo, Grindelwald. Und sie leben für eine Saison in den Bergen. In der letzten Folge ist der Johnson, der Skilehrer aus China, angekommen. Jetzt kämpft er mit dem Alltag. Der Klusi Petsch hat Sorgen. Sein Restaurant läuft nicht. Also das ist jetzt langsam Limit. Die Fiona ist im Glück. Endlich ist sie Skilehrerin. Ich finde, sie sieht hammermässig aus. Als erstes muss sie Kinderskischuhe an die Säcke. Das ist SRF bei den Leuten, die Skilehrer. In Grindelwald im Berner Oberland hat es Neuschnee gegeben. Es ist der Morgen eines Skitag wie aus dem Bilderbuch. Im Bändli auf die kleine Scheidecke ist der Johnson, der Skilehrer aus China. Er ist erst 2 Tage in Grindelwald und schwärmt von den Bergen. Für ihn ist es wie eine Märchenlandschaft mit freundlichen Leuten. Ganz anders als bei ihm daheim. Wow, it's amazing. The huge mountain, the famous mountain. And the people is friendly, and the downtown just like in a fairy tale. It's very nice. I never seen this before. It's very different between my hometown to here. Yep, I like it and I love it. Der Johnson ist mit dem Ausbildungschef von Skischuhen unterwegs, am Stefan Zurbuchen, am Stüffen. Der will wissen, ob er den Johnson brauchen auf der Piste. Ja, ich schaue heute beim Skifahren sicher darauf, wie er fahren, also skitechnisch. Er hat jetzt gerade den Kinderlehrerkurs gemacht. Und ja, nimmt mich Wunder, wie er fährt. 4 years. 4 years? Oh, yeah, 4 years. Yeah. But most time snowboarding. Yeah, so it's a big challenge for me, skiing again. Der Johnson hat noch nicht so viel Erfahrung auf den Ski. In China hat er vor 4 Jahren gelernt Snowboarden. Aber Skifahren tut er erst seit 2 Jahren. The 3 famous mountains in this area, that's the Eiger. Eiger. The middle one, it's the Mönch. The monk? Mönch. Monk. Mönch, yeah. Monk. And Jungfrau. yeah, exactly. Wow. Vor dem Skifahren muss der Johnson noch das ABC vom Berner Oberland lernen. Eiger, Mönch und Jungfrau. Jetzt zeigt sich dann gerade, ob er Skifahren kann. Wir gehen jetzt mal rein. Es kann sein, dass ich euch einzeln in die Gondel reinpacken muss. Es ist ganz kurz. Auf die Zähne beißen und durch. Okay, los geht's. Sie ist schon seit über 20 Jahren Skilehrerin, Susanne Bleuer. Heute hat sie eine Klasse mit 6 Kindern. Ganz bis oben. Geh mal rein noch. Darf ich euch sicher stopfen? Hier, jetzt noch ihr beiden. Kommt und rein. Also es ist schon ein Kampf, aber ich kann mich auch psychologisch darauf einstellen am Morgen, dass man ruhig bleibt, dass man freundlich bleibt, dass man sich eben schon nicht stressen. Ja. Es geht dann schon irgendwie auch. 3 hier und 3 da drüben. Eine kleine Staffette, kennt ihr das? Und vom Turnen, so ein kleiner Wettkampf. Los! Komm, Marie, komm!
Susanne hat selber 2 Kinder und ist darum nicht mehr so viel auf der Piste wie früher. Die Skischule ist ihr zweites Zuhause. Da fühlt sie sich wohl. Genau, so ist gut. Und hoch, komm. Es ist halt das, was ich schon seit Jahren mache. Oder? Manchmal gruselt es mich fast, wenn ich sage, vor 20 Jahren habe ich angefangen mit dem. Oder? Ja, und früher habe ich viel mit Kindern gearbeitet. Es ist einfach schön. Oder? So, und die Kinder sind sehr dankbar. Und mal, bin ich schon im Element. Alle da? Und los, hä? Auf der kleinen Scheidecke gilt es ernst. Der Stefan Zurbuchen, der Stefan, testet den Zhongxing aus China. And then I give you the sign and you can start. Okay, enjoy it. Thank you. Saubere und kontrollierte Schwünge. Das muss ein Skilehrer beherrschen, wenn er mehr als nur einen Anfänger unterrichten will. Gäng wie mehr Chinesen kommen auf Grindelwald, auf die Jungfrau Joch. Die möchte man jetzt auf der Piste. Darum ist der Zhongxing da. Nice. Yeah, a little bit Yeah. dark without sunshine. Yeah, it's Difficult. different. Hey, Yeah. It's not so Yeah. good, but looks good. Yeah, thank you. I will try my best. Practice. And you ski only 2 years. Yeah, only 2 years for skis and 2 years for snowboarding. Looks really good. I'm happy. Geschafft, trotz schlechter Sicht. Oh, thank you. Perfect. Yeah, thank you. Nice. Wir können sicher nehmen für die Skischule. So wie er fährt, 2 Jahre Skifahren, da ist sicher ein grosses Talent rum. Und sind froh, ist er bei uns. Wir gehen ihn nicht mehr. So, your first morning on ski here in Switzerland? Yes. In Grindelwald. For the first day? Zur Feier vom ersten Morgen auf der Ski will der Stefan mit Schweizer Alpenkräutern anstoßen. Da werde ich den ganzen Winter nie krank, behauptet er. 42 herbs in there, so when you drink this, you never will be sick in the whole winter. Really? So we can see, drink all of it. Oh, Prost. Prost. Gambe. Ah, You like it? tip top. Tip top. Of course, he's a really nice guy and good teacher, and he's my 师傅. 师傅 in Chinese means teacher. So. Schrufu, das heisst Lehrer auf Chinesisch. Der Zhongxing findet, dass der Stefan ein super Lehrer und Typ sei. Am Nachmittag ist Susanne Bleuer gang noch mit der Kinderklasse unterwegs. Sie hat gerne rassig auf der Piste. Sie ist früher Skirennen gefahren. Ich bin aufgewachsen in Schwandorf-Sigriswil, in einem kleinen Dörfli. Wir hatten dort unseren Skilift und wir sind viel einfach fräsen. Und die Rennzeit gehört halt wirklich ganz ein wichtiger Teil. Ich habe zwar nicht mit 21 aufgehört,
Also ich hatte ein bisschen Pech gehabt. Anfangs Saisonleiter dann, ich hatte die Lehre fertig. Ich konnte wirklich voll auf Skifahren setzen. Und dann tut es mir Wochen, bevor die Saison gestartet habe ich mich verletzt am Knie. Nicht schlimm, aber ich habe gleich einen Monat pausiert. Und irgendwie war das Mentale dann halt auch schwierig. Und ich bin so ein bisschen hinterher. Ganz am Schluss hat es dann uns ein bisschen gehauen. Aber die haben mir die Chance nicht mehr gegeben. Oder? Dann musste ich sagen, nein. Dann habe ich wirklich ehrlich gesagt, hier habe ich es näher gehabt, ja. Ich habe sicher am Anfang dem schon nachgetrauert. Das Umfeld hat mir gefällt. Und darum war die Skischule der Hammer, da habe ich so meine neue Familie gefunden. Im roten Dress durch Grindelwald laufen. Das hat für Susanne Bleuer eine spezielle Bedeutung. Grindelwald ist ein Stück Heimat für mich. Ja, es ist eine sehr intensive Zeit, die ich hier verbringen durfte. Und die Berge, die Kulisse, die Leute in den Restaurants oder an den Bahnen, es ist auch im Dorf, es ist das Heimkommen. Man kennt einander und das ist hier oben eben noch möglich. Der Fabian Mösching ist Skilehrer und Sportstudent. Nach einem Tag auf der Piste arbeitet er heute noch an der Skilehrerbar. Auch das gehört zum Job. Ja, es geht so. Ich bin glaube besser vor der Bar als hinter der Bar. Aber man gewöhnt sich daran. Ja. Ja, als Student machst du glaube ich jeden Job, den du nehmen kannst. Gell? Ja, schon noch. Für was müssen wir noch Licht installieren? Es geht ja. Jelle. Oh! Hey! Après-Ski, das ist nicht nur etwas für Touristen. Für mich ist es ein bisschen Freizeit, natürlich. Mein Mann darf daheim zu den Buben schauen. Ich fühle mich dann so ein paar Jahre jünger. Nehmen wir die noch mit in den Ausgang, ist gut. Ja, natürlich. Also hinten kann ich Zeit. Alle schön hintereinander. Es ist der letzte Tag der Einführungswoche der neuen Skilehrer. Der Stefan hat die Neuen eine ganze Woche ausgebildet. Von Fahrtechnik bis zum Umgang mit dem Gast. Gut. Wenn ihr hier das Kind vorstellt, also auch vorstellt, tut auch gerne sagen, hallo Fiona, ich bin der Stefan. Hallo Jacqueline, ich bin Stefan. Was sie auch an Namen hören. Zum Beispiel, hoi, ich bin Stefan und du bist Fiona. Super. Gut. Wir gehen weiter, vorne, Richtung Lift. Umgang mit dem Gast, was dort wichtig ist sicher der erste Eindruck. Weil der zählt in den ersten paar Sekunden, Minuten, was der Eindruck sauber ist, was sie ein sauberes Auftreten haben. Und was auch sehr wichtig ist, was sie auf die Bedürfnisse des Gastes eingeben, was sie den Gast dort abholen, wo er steht. Fiona Schwerdtel ist eine junge Maturantin aus Bern. Skilehrerin zu sein, ist ihr Traum. Also die Instruktionswoche habe ich also genial erlebt. Es hat Spass gemacht, ich konnte mega viel lernen und neue Erfahrungen sammeln. Ich glaube, jetzt sind wir langsam schon ein bisschen parater für die Saison. Es ist der Moment der Wahrheit. Ein Einzelgespräch mit dem Ausbildungschef Stefan. So, wie hast du die Einführungswoche gefunden? Ja, also mir hat es Spass gemacht. Wirklich. Ich habe das Gefühl, ich konnte viel mitnehmen von dieser Woche und auch viele neue Erfahrungen sammeln. Von dem her hat es mir wirklich gut gefallen. Sehr gut.
Wir haben die für Kinderunterricht gedacht, vor allem, sicher. Aber der Weg gegen oben mit Erwachsenen ist offen. Also, wir sind so zwischen Red Prinz, Red King Niveau. Bis dort haben wir jetzt auf eins gedacht, wo können wir die sehr gut einsetzen. Das ist sicher kein Problem. Und auch in den Training, also in den Übungen, die wir gemacht haben, in den Workshops, du hast sehr gut mitgemacht. Einfach, wenn du für dich fährst, gehst du wieder ins alte Muster zurück. Dort einfach wirklich bewusst Skifahren. Ist das gut? Okay, super. Also, gute Zusammenarbeit. Red Prince und King, das heisst, die Fiona darf bis Stufen fortgeschrittene Anfänger unterrichten. Also, super. Ja, ich habe einen sehr positiven Eindruck von Fiona bekommen. Also, sie hat sehr gut mitgemacht, sie ist sehr interessiert, motiviert. Genau solche Leute suchen wir für unsere Skischule. Wir müssen mal etwas probieren. Probierst du mal? Dann stimmen wir noch ein bisschen wechseln. Auf diesen Moment hat Fiona lange gewartet. Ja, das erste Mal so eine Skilehrer-Dress sein ist wirklich cool. Also, so eine richtige Uniform hatte ich noch nie an. Und ich finde, sie sieht echt hammermässig aus. Wirklich, schon immer als Kind habe ich die bewundert. Die Skilehrer in dieser Uniform. Von dem her ist es mega cool, wenn man die auch selber anhat. Gang wie Gang ist der Peter Bohren, der Klusi-Petsch, auf seinem Töff unterwegs. Er ist ein Urgestein in Grindelwald, schon fast 50 Jahre Skilehrer. Heute hat der Klusi Privatgäste, die er noch nie gesehen hat. Stammgäste ist es einfach natürlich, kennt man ja. Und die anderen muss man halt fragen und ein bisschen mit Gefühl. Dann bringt man das schon fertig. Okay. Der Bahnhof Bus. Ja. Guter Bus. Ja, guter Bus. So goes on. Auf der kleinen Scheideck hat der Klusi mit seinen Gästen abgemacht. Hallo? Yes, I'm Peter. I'm Jack. Ja? Ja. Hello? Hello, how are you? Good. I hope your English is good. Yeah, good enough for just to talk a few words, yes? Okay, because Yes. we don't speak German. ich spreche nicht Deutsch. Ja. Is that right? Ja, Sie sprechen nicht Deutsch, ja. Peter and Polly. Yes? Der Jack Crocker und seine Frau Polly kommen aus den USA, aus Montana. It's not the first time. No. No, you know all this. No, it's Oh, the first time here. Yeah. Oh, yes. First time here. Yes. First time here. But not the first time skiing. Yeah, of course, yeah. Crockers sind das erste Mal in Grindelwald. Okay, here. Stretch. Der Klusi kümmert sich um die Polly, der Jack fährt lieber allein. Und dann. Abreits. The ski has no steering wheel. Steuerrad. No joystick. Nothing.
Der Klusi probiert dem Jack zu erklären, dass man mit den neuen Carving-Ski nur mit der Körperbewegung fährt. And we can tell the body which way to lean, which way to act. Huh? Or I can carve with one ski. Locker, huh? No, not really. Yeah. He has a methodology that is indicative of an old school instructor, someone who has, I mean, he is, I'm sure, progressed with the sport, the technology of the sport and everything else, but he has some methods of dealing with people and starting at the beginning and doing that are indicative of someone who is an original, has old school methods. Now I carve. Der Jack Crocker ist nicht so begeistert vom Unterrichtsstil. Für ihn ist es ein bisschen altbacken. Es ist ein bisschen harzig, aber der Klusi bleibt professionell. Wenigstens die Frau lässt zu. So you see, we have 2 rails, huh? 2 rails, that's carving, huh? Ja, es ist natürlich vom Niveau her ist das extrem nicht. Sie fährt so gemächlich und er fährt einfach voraus. Nicht. Er kann natürlich auch noch etwas profitieren, nicht, aber das ist manchmal schwierig. Ich glaube, der braucht einen Skilehrer mehr. So, now we go down here. It's easy for you. Try now. Carving. In the flat parts. Der Jack soll probieren zu carven, meint der Klusi. Und jetzt läuft es plötzlich. Manchmal geht es ein bisschen länger. Voilà. Jawohl. Gut. Und spätestens beim Après-Ski findet man sich endgültig. Cheers, hä? Danke. Ja, bitte sehr, hä? Lovely day, thank you. Ja, we are still halfway down. That's why I'm just having tea. We are further down. You can see the houses are already bigger. Huh? Oh yeah, I like to see that. Der Klusi zeigt seinen Gästen sein Restaurant, das er im Sommer führt. Der Milchbach beim oberen Grindelwald-Gletscher. I own a restaurant and I was very close to the ice. The glacier? Yeah. Where is this? This is by this. Das Restaurant ist im Wald unterhalb vom Wetterhorn. Der Gletscher selber ist schon lange verschwunden. It's gone. Oh, it is. Oh, it's not there anymore. Oh, that. Gotcha. Glacier. Yep. Man muss sich ja einfühlen und probieren, sich anzupassen. Und, es ist manchmal wie ein Fischen. Angel auswerfen und dann langsam zuwinden. Und wir haben nachher gesehen, an der Skibar, dass das Verhältnis zwischen Skilehrer und Gast sehr wahrscheinlich hat funktioniert. Und als ich dann noch am Abend auch noch, haben sie mir ja sogar noch etwas offeriert. Oder? Das ist ja doch ein Zeichen, dass sie mich akzeptiert. Nicht? Ja. Hallo. Hey. Wie geht's? Gut, dir? Gäbig, ja. Der Fabian Mösching, der Febu, zügelt heute endgültig in seine Skilehrer-WG. Ein Einzelzimmer hat er nicht. Ich teile jetzt auch mit der Caroline zusammen ein Zimmer, weil es heute nicht anders geht. Und auch ein anderes Pärchen ist auch noch hier. Nick und Meli, die sind jetzt heute noch nicht da, aber die kommen dann, ich glaube, ab nächste Woche sind die dann sicher auch ganz hier. Ja, eben zum Teil sogar die 7. hoch, weil dann Niki auch noch ihren Freund mitnimmt. Da wird es auch enge Sachen am Esstisch. Aber es ist gut, das gefällt mir, das ist wichtig, das ist gut. Der Febu teilt sich also das WG-Zimmer mit einer Frau. Er trauert ein bisschen seinen Freiheiten nach. Ja, die Momente, wo man ein Einzelzimmer haben will, die gibt es schon, ja.
Vor allem, wenn du wieder irgendeine herzige Skischülerin hast oder so. Dann denke ich manchmal, schade, aber ich glaube, das ist etwas völlig Normales und man lernt ein bisschen damit umgehen. Das ist sie, die Caro, das Zimmergespendli vom Februar. Sie ist Hauptmieterin und sagt, wo es durchgeht. Definitiv, ja. Es hängen auch irgendwelche Zettel an der Zimmertür, weil er alles mit Verbot nicht darf. So Betteln und Hausüberwurf. Er hat einmal das Gefühl gehabt, er müsse seine DJ-Karriere starten. Und dann hat er da ganz Abend lang irgendetwas gerissen. Also ja, das schon mit dem Skilehrer habe ich da schon Kontakt aufgenommen. Wahrscheinlich. Ich sage, es hat nur schlimmer als letztes Mal, kann es eigentlich nicht mehr. Von dem her sind wir da offen. Es hat nur genervt. Den ganzen Abend. Dann habe ich gesagt, du kannst dort nicht übernachten, wenn du weitergehst. So. Gut, sonst haben wir alle den Stoppen lassen. Ja, aber genau. Hey, hast du noch kurz? Irgendwo finde ich da sicher einen Schlafsack. Und das probieren wir gut ist, ja. Wo ist das noch? Kann man noch etwas? Das ist geil. Der Johnson, der chinesische Skilehrer, ist in Grindelwald eine Attraktion. Einen ganzen Tag auf der Piste, das gibt Hunger. Einkaufen ist gar nicht so einfach für einen jungen Chinesen. Joghurt, Käse, Milch, das sind Produkte, die er nicht wirklich kennt. Und was angeschrieben ist, sagt ihm nichts. Er kann zwar Englisch, aber kein Wort Deutsch. Und dann ist dann noch das mit dem Gemüsewagen. And you put it on here. Okay. And okay. Okay. In China hat es in jedem Laden jemanden, der ihm das Gemüse abwägen. Nicht so wie hier. You know, in China, in the supermarket, there are standard stuff. You show your things, then they will help you do the things. But here, I'm looking forward, but there's nobody here. Yeah, they tell me everything has a number. You just push a number, that it's working. Yep. Huanghua, das ist Chinesisch für Gurken. Aber irgendwie sieht die in China anders aus als hier. Excuse me. Yes. Do you have this? Cucumbers. Cucumbers. Yes. Okay. Yes. These are cucumbers. Okay, thank you. One or two? One is enough. Okay, fine. Something else? No, thank you. What's the number? There's no number. Gurken haben keine Nummern und müssen nicht gewogen werden. Der Johnson versteht die Welt nicht mehr. You don't need a number. Okay. It's called Gurke. Gurke. Gurken. Okay, that's why I cannot. It's German, right? This is not German English. writing, yes. Okay, so that's why I cannot find Right. it. Yeah. Right. Danke. Thank you. Yeah. Bye. Bye. Ja, ich kann dich essen. Kann man essen? Ja, ist weg. Muss er etwas machen? Nein, ist auch. Ja, sorry, ich bin seit 4 Monaten nicht mehr da. Also ich kann es nicht. Chef vom Tisch. Ja, das dauert. Okay. Es ist das erste Nacht der WG von Fabian Mösching in fast voller Besetzung. Alle hier am Tisch arbeiten in irgendeiner Form für die Skischule. Als Skilehrer, im Büro oder im Kinderhort. Es ist wie eine Familie.
barrikadiert. Ja, das ist schon. Gut, dann. Gut. Das war etwas vom Mösching. Hey, also. Gelungene Saison, hä? Ja, oder Winter. Alles gut zusammen. Ja. Gesundheit. Ja. Die Hausherren trinken nicht von Art. Am anderen Ende von Grindelwald. Der Johnson wohnt in einem Studiozimmer mit Etagenküche. In China musste er nie kochen. Das hat die Mutter gemacht. Und später ist er immer einkehren. Der Johnson hat gemeint, dass es in der Schweiz so sei wie daheim in China, dass die Firma das Essen zahlt und alle zusammen auswärts essen. But right now I have to cook by myself. Then I try to imagine what my mother cooked before. I just copy. Jetzt probiert er sich zu erinnern, wie seine Mutter gekocht hat. Then noodles. Spaghetti. Spaghetti, unconventional. Das sind keine Spaghetti, sondern chinesische Nudeln aus seiner Heimatstadt. Yes, it's from my hometown, the special noodles. Only in my hometown in China. Yeah. Be careful, okay? I think the oil is not hot enough. Seine Mutter koche viel besser, meint der Johnson. It's not like my mother cook. It just, it's just food. It's not, just food. Just make me eat. Then I feel full. When you're full, you never miss home. That's it. Immerhin einen vollen Magen. Da hat man weniger Heimweh, meint der Johnson. Ganz hinter im Tal ist der Obergrindelwald-Gletscher. Der ist früher bis zum Dorf heruntergekommen. Da ist heute der Klusi Petsch unterwegs mit seinem Unimog. Er ist im Sommer Wirt, hat eine Sagerei und tut daneben noch Schnee räumen. Skilehrer alleine reicht nicht zum Überleben. Ja, schon früher hatte ich natürlich viele Stammgäste gehabt, aber die sind mittlerweile sind es zum Teil sind sie gestorben und dann sind sie zum Teil sind sie auch einfach in einem Alter, wo sie Skifahren nicht mehr so interessiert, oder? Das ist Chalet Milchbach, das Bergrestaurant vom Klusi. Im Winter ist hier zu, es hat keine Sonne. Heute macht der Klusi einen Kontrollgang. Früher hat man vom Restaurant einen spektakulären Ausblick gehabt. Das Restaurant steht auf einer Gletschermoräne, auf der Seitenmoräne vom Gletschervorstoß von 1600. Und nachher hat sich ja der Gletscher zurückgezogen in Grindelwald. Ende 1800 sind dort Touristen gekommen und die sind sehr wahrscheinlich nachher hier auf der Seite gelaufen. Und das hat sehr wahrscheinlich eben Grosseltern bewogen, hier etwas zu machen, etwas zu verkaufen, Geld zu kreieren. Das war gar nicht so einfach. Mit dem Tourist ist das nachher ins Rollen gekommen. Vom Gletscher ist heute nichts mehr zu sehen. Seit 20 Jahren zieht sich der zurück und seitdem läuft der Milchbach nicht mehr gut. Er hat den Ersten Weltkrieg überlebt und den Zweiten Weltkrieg auch. Es war auch Phase, wo sehr spärlich Touristen eingekehrt haben. Und nachher
haben wir hier 80, 90 haben wir den Gletschervorstoß gehabt, hat sie sich da gut angelassen, wie man sagt. Und jetzt ist es auf dem abbauenden Ast, oder? Jahrelang hat der Klausi Petsch hier oben mit seiner Frau Verena gewirtet. Letzten Sommer ist sie nach einer langen Krankheit gestorben. Ja, die Situation wird sich jetzt sehr wahrscheinlich noch ändern. Nicht? Und jetzt sind wir alleine überlebend. Weil die Kinder sind eigentlich auch gegangen, also verheiratet. Fort. Es ist nicht nur der Verlust der Frau. Er weiss noch nicht so recht, wie es diesen Sommer weitergehen soll. Ja, ist natürlich finanziell ist es schon ein bisschen schwierig. Also es ist jetzt langsam Limit. Aber ich sage gerne, wir suchen noch irgendein Event zu machen. Gut drin? Super, nach vorne. Es ist der erste Tag als Skilehrerin für die 19-jährige Fiona Schwerdtel. Ich bin die Fiona. Wer bist du? Johanna. Johanna. Hallo, Johanna. Ja, ich lasse mich wirklich überraschen. Das Gefühl, hier ist auch super. Hier hat es wirklich so viele andere, die immer unterstützen oder helfen, falls etwas nicht klappen will. Ach so. Salut. Die meisten Kinder wollen lieber noch bei Mami sein als hier. Die Fiona lässt sich wegen dem nicht aus der Ruhe bringen. Okay. Nein, ich glaube nicht, dass das ein Drama wird. Es ist echt noch ein bisschen schick am Anfang. Das ist also ganz herzig. Der Umgang mit Kindern braucht Erfahrung. Und die bringt Fiona mit. Sie turnt in einem Verein und betreut dort Kinderklassen. Alle auf dem Bauch liegen. Schnell wie möglich. Und du darfst. Wir haben alle ein Merkmal, damit wir uns wiederfinden. Wir sind alle Schneesterne. Ist gut? Machen wir am Helm an. Das grösste Problem in der Kinderskischule ist, dass man die Schüler nicht verlieren darf. Das klingt einfacher, als es ist. Fiona hat da ihr ganz eigenes System. Ja. Die anderen haben mir einfach gesagt, es sei gut, wenn man wirklich ein Zeichen hat, das man von weitem sieht. Und ich denke, probiere ich das mal so aus. Lani, wo wollen wir das auch machen? Seite. Genau, gut. Malia, kannst du auch noch ein bisschen rüberkommen? 6 Kinder, 3- bis 5-jährige Knöpfe hat die Fiona. Vom Skifahren wissen die noch nicht so viel. So. Das ist ein bisschen eng, ne? Malia, kannst du fahren? So wie vorher. Ist gut. Achtung! Skispitze müssen schön vorne schauen. Also als Kind war mir immer sehr wichtig, wer vor dran steht. Also, das war für mich immer ein riesen Vorbild. Von dem her hoffe ich, dass ich auch ein Vorbild bin für sie. Dass sie das Gleiche erleben. Gut. Und bis zum blauen Teppich fahren. Und bremsen. Gut. Jetzt das Ski selber nehmen. Gut, und den anderen auch noch. Sehr
Sehr gut. So. Ja. Komm mal, ich bringe dir auch noch etwas. Fast noch wichtiger als das Sommerrutschen sind die Pausen. Robin? Ist gut gewesen? Ja, gibt's nur zum Essen. Zu essen gibt es nichts, aber der Höhepunkt vom ersten Tag in der Kinderskischule, das Snowli-Lied. So, am ersten Tag ist es schon ein bisschen mehr Kindergarten, wo man zuerst schauen muss, wer da überhaupt alles da ist von den Kindern und was sie können und was man alles organisiert hat. Mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Also, sehen wir uns morgen wieder, Gabriel. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss, Bis morgen. Von heute Morgen nehme ich sicher mal die Erfahrung mit, schauen, dass sie alle auf mich hören und nicht das machen, was sie wollen, sondern sie wirklich klare Anweisungen geben. Manchmal konnte ich ein bisschen zu wenig sagen, was ich genau vorhabe und dann sind sie an ein falsches Ort gelaufen oder so. Aber also wirklich nicht tragisch. Auch Fiona lebt in einer WG, zusammen mit 13 anderen Ski- und Snowboardlehrern. Hey, Silvana. Ist gut gegangen? Ja, voll, voll. Bei dir? Ja, ja. Mal wieder auf der Ski gewesen. Ja, stimmt. Du hast ja Ski gehabt. Wie viel hast du gehabt? Ja, privat. Also bis jetzt ist das WG wirklich super. Also, es gefällt mir Hanne und es fängt einfach mit all diesen Leuten hier. Es ist wirklich etwas anderes als daheim. Und das ist schon gut so. Ja, dann war viel Spaß. Merci. Mit dem russischen Gast. Es ist Sonntagabend. Dann ist gegen Skilehrerrapport. Hi Anja, Lütti Priska, Schumacher Alex und Uttiger Simon. Es geht darum, wer in der nächsten Woche wo arbeitet. Berger Melanie, Masernick, Keller Melanie und Schwerdtel Fiona. Sie sind morgen bei den Königen. Und dann sind wir ein Unternehmen. Wir helfen einander. Also wenn ihr seht, was Kinder auf dem Lifttrasse quer hineinliegen oder nicht mehr selbst aufstehen können, helft einander. Der chinesische Skilehrer, der Johnson, versteht nur Bahnhof. Genießt die Zeit, das Wetter sieht gut aus, eine schöne Woche und merci vielmals fürs Dasein. I just understand some people's name. Für ihn tönt Mundart wie eine schöne ausländische Musik. I really enjoy it. I can hear it like Christoph. They're speaking a very nice German, a Swiss German. For me, it's like kind of foreigner music. Yeah. Diese Sprache versteht er. Es hat noch einen für dich, es ist noch einen parat, extra. Also gib mir Zum Ausbildungschef Stefan hat er den Draht schon gefunden. One more, please. Ja, Johnson, das ist sehr umgänglich. Jetzt versuchen wir so viel wie möglich mitzunehmen. Also im Moment ist es gerade ein bisschen schwierig, weil ja, wir haben ja nicht viel Zeit. Ich bin halt noch viel mit dem Beschneien beschäftigt. Und, aber jetzt, nach dieser Woche, haben wir vielleicht ein bisschen Ruhe. Und dann geht man da mit ihm zu Nacht essen, was er ein paar Leute kennen. Und dann denke ich nicht so, wie ich ihn jetzt lernen oder dürfen lernen kennen, ist er dann ziemlich selbstständig. Dicke Post. Das, was jetzt kommt, hat der Johnson noch nie erlebt. Eine Schnupftabakmaschine.
What is this? Funny. Chinese firework. Can I do it by myself? Yes. Yeah, you can do. So just nose here. And the edge. Then you should breathe in. Yeah. Clean your nose. Now you can clean your nose. Eine volle Ladung Schweizer Après-Ski für den Johnson. Johnson. Well, Johnson. Welcome to Switzerland. You see him cry. Er müsse rennen, weil er seine Mutter vermisse, witzelt der Johnson. Er ist froh, Anschluss zu haben. Das sei speziell und schön für ihn. It's cool. It's special for me. It's very special. Okay, Johnson. Okay. See you another time. Yeah. Have a good evening. Yep, the same to you. And, good night. I hope you have to work tomorrow. Yeah, I will have a bad dream because of the all night dream about that. That's good. Der Johnson meint, dass er noch vor Schnupftabakmaschinen werde träumen. In der nächsten Folge kann der Johnson in seiner Muttersprache unterrichten. Er hat chinesische Gäste, die noch nie auf den Ski gestanden sind. Yes. Oder Ausbildungschef Stefan muss Gas geben. Als Skilehrer und bis tief in die Nacht hinein zum Piste präparieren. Der Klusi-Pet schleppt seinen Traum. Auf die Piste wie in den alten Zeiten. Das Feeling von damals. In der Kinderskischule geht es drunter und drüber. Die Fiona probiert, den Überblick zu behalten und hat auch hängvoll zu tun. Kleines Chaos. Das und noch viel mehr Geschichten auf und neben der Piste gibt es nächste Woche wieder. Bei SRF bei den Leuten, die Skilehrer. Sie sahen SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte.